San Andreas ist ein Katastrophenfilm, aber ist er auch eine Katastrophe von einem Film? Heute bin ich mal schnell allein unterwegs. Der Kevin ist leider verhindert, sprich er hat seine Weisheitszähne rausnehmen. Darum rede ich heute allein über San Andreas. Und eben, San Andreas ist wie gesagt ein Katastrophenfilm von Brad Peyton. Der hat vorher Journey 2 und Cats and Dogs gemacht, also so 2 Kinderfilme eigentlich. In diesem Film geht es um den Ray, gespielt von Dwayne The Rock Johnson. Er ist so ein LA Fire Department Mensch, der mit dem Helikopter so ein bisschen die Leute retten. Seine Ex-Frau und seine Tochter ziehen zusammen mit dem neuen Freund von seiner Frau und mit dem hat er mega Mühe. Und das ist halt so ein bisschen die ganzen Klischeegeschichten, die bei diesen Katastrophenfilmen fast schon gang und gäbe sind. Von dem her, die Story ist völlig belanglos und wirklich von A bis Z so furchtbar klischeehaft. Du weißt genau, was passiert. Von A bis Z. Wenn du schon jemals einen Film gesehen hast in deinem ganzen Leben, dann weißt du genau, was passiert. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Das nimmt dem Film wahnsinnig viel Spannung. Du weißt genau, der Helikopter fängt so ein bisschen sich anzudrehen. Ja, genau, sterben. Nein, niemals. Und auch sonst gibt die Geschichte nicht so viel her. Charaktere sind austauschbar und langweilig. Der Rock ist zwar charismatisch und ein cooler Sieg und alles, aber wenn du nur Seich hast, wo du kannst sagen, dann kannst du nur so charismatisch sein. Und die Alexandra Daddario, die seine Tochter spielt, die ist nicht viel mehr als ein sogenannter Plot-Device. Ein Plot-Device ist sozusagen ein Gegenstand oder in dem Fall halt eine Person, die quasi dazu da ist, dass sich die Geschichte überhaupt weiterentwickeln kann, dass überhaupt etwas passiert. Aber ganz ehrlich, die Alexandra Daddario ist nicht die beste Schauspielerin, aber ich meine, sie ist ein bisschen Eye-Candy, sie sieht noch gut aus und ich meine, in der ersten Einstellung liegt sie im Bikini am Pool. Dem habe ich kein Problem, aber der Film weiss genau, dass sie nicht viel mehr ist als Eye-Candy. Aber sind wir ehrlich, warum geht man einen Katastrophenfilm schauen? Genau, damit man sieht, wie es ein paar Häuser verjagt und irgendwo Häuser zusammenfallen und überall fallen Brücken abeinander und alles fällt zusammen und alles wird überschwemmt und überall brennt und alle sind in Panik und weiss der Gucker was. Schönes Zeug. Aber da, eben, der Film ist nicht viel mehr als das, was wir eigentlich schon immer gesehen haben. 2012 kannst du auch schauen und dann hast du San Andreas sozusagen schon gesehen. Aber wenn du mal etwas anderes willst, ein bisschen andere Schauspieler vielleicht und ein bisschen andere Locations, dann kann man sich San Andreas gut geben. Die Effekte sind generell wirklich gut. Es sieht teilweise ein bisschen komisch aus, wenn ein Gebäude anstatt einfach zusammenklappt, so auseinanderbricht. Das sieht ein bisschen doof aus, aber was soll's. Am Schluss geht es darum, geht es zusammen? Ja, es geht zusammen und mehr musst du eigentlich nicht wissen. Also ich konnte jetzt nicht so viel von San Andreas mitnehmen. Ich finde ihn nicht scheiße, ich finde ihn nicht super. Er war einfach gewesen. Ich habe ihn jetzt gesehen. Aber ich kann dem Film nicht viel vormachen, weil er ist genau das, was er im Trailer verspricht. Und zwar viel und viel und Panik. Also von dem her kann man nicht viel sagen. Und ich meine, ich habe jetzt nicht so einen riesen Spass gehabt, aber die 2 Damen neben mir, die haben eine riesen Freude gehabt, die haben eine riesen Gaudi gehabt. Ich glaube, die haben zwar zum ersten Mal einen Film gesehen und zum ersten Mal einen Film in 3D und zum ersten Mal einen Film, wo irgendetwas passiert. Und jedes Mal, wenn sie irgendwo anfangen zu rütteln, dann haben sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gefunden, hui nein, geht's jetzt zusammen. Ja, man kann mit dem Film sicher einen Haufen Spass haben, wenn man einen Katastrophenfilm gerne hat. Jetzt darf ich das mal sagen. Danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann kommentiert doch, erzählt uns, wie ihr ihn gefunden habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann nehmt es doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann nehmt es doch trotzdem abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Wieso mir? Ich bin allein. Und er ist so ein... Oh fuck, was ist er überhaupt? Seine und sein... Was? Das ist schwierig reden. Da. Ui. Aber ja, eben, man sieht,